Wir schreien euch heute nach vorn, die ganze Kurve im Chor, bis wir gemeinsam im Endspiel stehen für Kölle und den FC. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, geil. Geil, wir stehen tatsächlich im DFB-Pokal-Viertelfinale. So, der liebe Deo hängt hier hoffentlich richtig. Erstmal Shoutouts an den Moderator da auf ZDF, der seinen Namen richtig ausgesprochen hat. Es ist Dejan, nicht Dejan. Aber gut, ja, ich musste heute arbeiten, deswegen konnte ich es nur vorm Fernseher verfolgen. Hab mir auch bei der Gelegenheit, wenn man dann schon mal hier sitzt und nicht, sagen wir mal, sich mit Atmosphäre oder mit Gesprächen beschäftigt, tatsächlich mal so ein kleines Protokoll aufgeschrieben. Deswegen, wenn mein Blick mal kurz so wegschweift, dann ist es einfach, weil ich mein kleines Protokoll hier ein bisschen ablese, weil ich bin da nicht so gut drin wie Fabio und Pierre. Oder auch Taubi, ey. Diese Leute sind unfassbar, wie die einfach die ganze Zeit alles so erfassen können. Ich muss nur das Original aufschreiben. Ja, tatsächlich. Viertelfinale. Ich kann es kaum glauben. Wie viel kriegen wir jetzt? Über 1 Million. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Aus diesem schönen Double-Becher. Darf man nicht vergessen. Wir können höchstens das kleine Double schaffen. Aus, zweite Bundesliga Radkappe und, komm, wollen wir jetzt nicht träumen. Hauptsache, wir haben im DFB-Pokal mehr erreicht als in den letzten Jahren und ja, Kompliment, dass das geschafft wurde, aber auch nicht ohne irgendwelche Querelen. Fangen wir doch mal an mit meinem kleinen Protokoll hier. Also die ersten 10 Minuten musste ich im FC-Radio verfolgen, da war ich noch auf dem Weg nach Hause. Da saß ich noch im Auto, Ankunft zu Hause war dann um 18:15 Uhr. Positiv fiel mir dann auf in der Startaufstellung, dass Max Finkgräfe mal wieder eine Chance bekommen hat und er spielte im linken Mittelfeld. Ihr wisst ja, ich halte viel von Max Finkgräfe, finde es schön, dass er da mal wieder eine Chance bekommen hat. So, 10. bis 12. Spielminute ungefähr. Hertha BSC ging dann durch Matza per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Der Strafstoß wurde nach einem Foul von Julian Pauli gegeben. Ja, das war natürlich ein bisschen dumm. Leider konnte Marvin Schwäbe diesen unhaltbaren Ball dann doch nicht halten. Manchmal, wir wissen ja, es hieß ja immer, er hält die Unhaltbaren. Ja, in dem Punkt hat er sich dann wohl diesmal nicht bewährt. Ja, das wird in manchen Punkten die Torhüter-Diskussion jetzt auch nicht gerade verringern. Wird so sein, ihr wisst es ganz genau, dass es so sein wird. Gut, allerdings Julian Pauli zog sich in einem Kopfballduell eine Verletzung am Kopf zu und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Mattias Olesen und Erik Martel rückte daraufhin in die Innenverteidigung. Ja, in den Minuten nach der Einwechslung von Mattias Olesen war meine Aufmerksamkeit ein wenig eingeschränkt, da eine Pizza geliefert wurde. Ich kam halt nicht dazu, Essen zu kochen. Ich koche lieber selber, als dass ich mir was bestelle, aber ja, ging nicht anders. Die Bestellung musste entgegengenommen werden, war für kurze Zeit dann vom Spiel abgelenkt. Gut, Herthas Nummer 39 Scherhand war in den ersten 24 Minuten äußerst dominant und schwer zu stoppen. Das war mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber allerdings 25. Spielminute, Platzverweis. Herthas Sefuig beging ein Foul im Strafraum, bei dem er Hübers einen Kopfstoß versetzte. Der Schiedsrichter zeigte daraufhin die rote Karte. War erstmal unklar, ob der Kopfstoß tatsächlich so heftig war, aber der Platzverweis wurde bestätigt. Und wenn ich auch bedenke, dass Hübers, weil es vorher zu einigen Unstimmigkeiten kam, ihn versucht hatte zu beruhigen, hat ihn hinten an den Schultern gepackt und gesagt, hey, komm Jungen, so und so. Und dann auf einmal dieser versuchte Kopfstoß, selbst wenn er versucht war, ja, ist eigentlich doch gerechtfertigt. Jedenfalls die Szene mit Sefuig und den Kopfstoß gegen Hübers ereignete sich im Kontext eines Strafstoßes, der für Hertha BSC gepfiffen wurde. Ja. Zumindest ist das, was ich vermerkt hatte. Dann eine gelbe Karte für Dominik Heinz aufgrund einer
Unsportlichkeit. Dominik Heinz wollte einen Ball aufnehmen, der ins Aus gespielt wurde. Florian Niederlechner schob ihn dabei unsportlich mit dem Fuß weg. Konsequenz: Heinz erhielt eine gelbe Karte, obwohl Niederlechner ebenfalls unsportlich handelte. Ja, dann gab es eine Auswechslung bei Hertha BSC. Kevin Sessa musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Diego Demme ins Spiel. Und dann 30. Spielminute. Ausgleich für den 1. FC Köln. Nach einer Ecke kam es zu einem Abpraller im Strafraum. Erik Martel nutzte die Situation und dann dachten wir, Erik Martel nutzte diese Situation. Stimmt ja, zum 1:1. Allerdings Korrektur, war ein Eigentor. Der Ausgleichstreffer wurde offiziell als Eigentor von Florian Niederlechner gewertet, nicht als Tor von Erik Martel. Ja, da habe ich jetzt mal den Spoiler aufgehoben. 34. Spielminute, Max Finkgräfe setzte einen starken Schuss ab, der leider nur an die Latte ging. Es wäre ein herausragendes Tor gewesen, wenn er es erzielt hätte. 38. Spielminute, dann nochmal knappes Tor, beinahe von Linden Meiner. Linden Meiner setzt einen Schuss ab, der knapp am Tor vorbeiging. Der junge Spieler zeigte viel Einsatz und war merklich motiviert, muss man schon sagen. Und ja, ich hatte in der ersten Hälfte den Eindruck, dass Max Finkgräfe doch recht motiviert und dominant wirkte in seiner Leistung. Er wirkte reif und brachte das Zeug für eine weiterentwickelte Spielerpersönlichkeit mit. Also wirklich, als ob er sich irgendwie weiterentwickelt hätte. Es gab dann 8 Minuten Nachspielzeit. Diese lange Zeitspanne ist vermutlich auf viele Unterbrechungen wie den Elfmeter und die rote Karte zurückzuführen. Ich habe noch ein bisschen dann im Internet herumgescrollt und gesucht und auf Instagram ein bisschen was gelesen. Und da gingen natürlich die Meinungen auseinander. Einige Beobachter aus dem Internet äußerten Kritik an Finkgräfe, indem sie sagten, dass er unerschlossen spielte. Ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander, kann ich verstehen. Auch Ljubicic wirkte für einige so, als hätte er nicht genug Übersicht. Dafür wurde er kritisiert. Und Lemperle soll laut Kritikern zu viele Tricksereien ausprobiert haben. Ja, ich fand auch, er spielte relativ egoistisch heute. Also, ja, heute hat er mir nicht besonders gut gefallen. Jedenfalls in der Halbzeitshow wurde gezeigt, wurde jetzt nochmal genau gezeigt, was da mit Hübers und Seyfuig abgelaufen ist. Der hatte halt versucht, den aufgebrachten Seyfuig zu beruhigen. Der reagierte aber dann halt mit diesem Kopfstoß. Ja, die rote Karte war aufgrund dieser Situation klar gerechtfertigt, muss man sagen. Ich möchte auch nochmal anfügen, ich nehme weiterhin zu Marvin Schwäbe und Jonas Obig eine neutrale Position ein. Ich sehe aber, dass dieser Elfmeter nicht zur Stärkung von Schwäbes Rolle eventuell beiträgt, zumindest was seine Kritiker angeht, weil heißt ja immer, die Unhaltbaren, ne? Die Unhaltbaren soll er ja dann halten. Ist halt nicht geschehen im Nachhinein, liebe Freunde. Mir ist auch aufgefallen, dass Jan Thielmann und Dejan Ljubicic auf der rechten Seite sehr miteinander harmoniert sind. Die Zusammenarbeit zwischen Ljubicic und Thielmann auf der rechten Seite zeigte eine erkennbare Harmonie. Diese Beobachtung bestärkt mich in meiner Meinung, dass Jan Thielmann nicht als rechter Außenverteidiger, sondern eher im Mittelfeld spielen sollte, da ihm diese Position halt mehr liegt. So, dann sind wir schon bereits bei der 52. Spielminute. Schuss von Florian Niederlechner. Florian Niederlechner setzte einen harten Schuss auf das Tor von Marvin Schwäbe ab. Schwäbe streckte sich souverän und ließ den Ball ins Aus abprallen, was eine starke und souveräne Reaktion von ihm war. 54. Spielminute. Da habe ich vermerkt, Hertha wirkt trotz Unterzahl stark. Trotz der roten Karte und der Unterzahl wirkt Hertha nach 54 Spielminuten immer noch gut im Spiel und kann gut mithalten. Der Eindruck entsteht, dass sie sich nicht von der Unterzahl der Spieler haben beeinflussen lassen. Ich denke, ich stehe mit der Meinung nicht alleine da. Und dann gab es in der 56. Spielminute noch ein potenzielles Eigentor von Toni Leisner. Nach einer Flanke von Thielmann in der 56. Spielminute hätte Toni Leisner fast ein Eigentor erzielt. Der Ball konnte jedoch noch rechtzeitig vom Torwart verhindert werden. Beziehungsweise von Marvin Schwäbe. Gut, aber wie gesagt, trotzdem fiel mir auf, Hertha blieb weiterhin ruhig in Unterzahl.
trotz Unterzahl beziehungsweise. Hertha lässt sich auch weiterhin nicht aus der Ruhe bringen und geht weiter nach vorne. Trotz der Unterzahl bleibt der Eindruck bestehen, dass das Spiel eher wie ein 11 gegen 11 wirkt, statt 11 gegen 10. Wie schon gesagt, halt, Lemperle hat mir in diesem Spiel wirklich nicht gefallen. Auch die Kommentatoren stellten fest, dass Tim Lemperle in diesem Spiel nicht an seine bisherigen guten Leistungen anknüpft. Und dann zwischen der 59. und 60. Spielminute. Tim Lemperle erhält in der 59. oder 60. Spielminute eine gelbe Karte. Ja, das war natürlich so ein Moment, wo ich dachte, oh nee, jetzt fehlt nur, dass wir dann plötzlich doch 10 gegen 10 spielen. Jedenfalls die gelbe Karte bekam er für ein Zeitspiel. Naja, ich hatte halt den Eindruck, dass wir in der ersten Halbzeit deutlich einfallsreicher und überlegener agiert hatten. Das war nicht der Eindruck, den ich in dieser zweiten Halbzeit hatte. In der 63. Spielminute wurden dann Luca Waldschmidt und Lead Paccarada für Dennis Hussein Bascic und Max Finkgräfe eingewechselt. Ich habe halt Finkgräfe trotz der ganzen negativen Kritiken aus dem Netz positiv wahrgenommen. Und ja, klar, die Einwechslung von Paccarada kann ich aber trotzdem verstehen, weil ist der erfolgreichste Vorlagengeber bei uns in letzter Zeit gewesen. Oder generell in dieser Saison. Und Waldschmidt hat sich immerhin des Öfteren als Joker bewährt. Dann gab es in der 67. Spielminute ein Duell zwischen Dominik Heinz und Florian Niederlechner. Die Art und Weise, wie Heinz Niederlechner angegangen ist, könnte kritisch werden, dachte ich mir zu dem Zeitpunkt, da Heinz bereits vorverwandt war mit einer gelben Karte. Ja, und dann in der 72. Spielminute Einwechslung Fabian Reese. Ja, den hatte ich ja als Player to Watch auserkoren gehabt, weil ich dachte halt, typischer FC, nach langer Verletzungspause, dann kommen sie wieder, feiern ihr großes Comeback, der FC, der absolute Comeback-Club. Zu dieser Player to Watch-Geschichte kommen wir übrigens noch, da kommt am Ende des Videos noch etwas Real Talk in eigener Sache zum Kanal. Ebenfalls in der 72. Spielminute wurde Fabian Reese für Florian Niederlechner eingewechselt. Und ja, wie gesagt, der stand halt auf meinem Radar. In der 73. Spielminute spielt Waldschmidt einen schönen Pass auf Tim Lemperle. Trotz des guten Zuspiels nutzt Lemperle die Chance nicht. Was schade ist, da er hier nicht besonders eigensinnig agiert hat in dieser Situation. Dann 77. Spielminute, Weitschuss von Dejan Ljubicic. In der 77. Spielminute schießt er einen Weitschuss aufs Tor. Der Schuss hätte reingehen können, aber verfehlt das Ziel. Ansonsten bleibt dies eine der wenigen herausragenden Situationen in der zweiten Halbzeit. Gut. Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich hier so viel noch aus der zweiten Halbzeit. Wir sollten einfach mal jetzt mal so langsam rüberwechseln zur Verlängerung, weil es hat sich wirklich nicht mehr viel getan in der zweiten Halbzeit, liebe Freunde. Da waren diese einen Situationen, dies und das hin und her. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Hertha hat gut mitgehalten. Man hat wirklich nicht gemerkt, lange Zeit lang, dass wir da 10 gegen 11 spielen. Gehen wir mal zu einer Situation in der 94. Spielminute, da wurde Dominik Heinz ausgewechselt und Damien Downs kam für ihn rein. Es bleibt abzuwarten, wer die Position gewechselt hat, hatte ich hier geschrieben, da Heinz als Verteidiger und Downs als Stürmer bekannt ist, aber das erklärt sich ja alles von selbst. Ich habe übrigens am Fernseher sowohl die Hertha-Fans wie auch unsere FC-Fans vernommen, also ich weiß nicht, wie das für euch im Stadion war. Ich glaube, da waren die Verhältnisse doch relativ ausgeglichen, kann das irgendwie sein? Also die akustischen Verhältnisse. Also ich glaube, ja, ich glaube schon, die hatten einen ziemlich guten Auswärtssupport mitgebracht. Also war schon relativ voll. So wie ich das am Fernseher vernommen habe. Ja. Ach, wisst ihr was? Da können wir jetzt hier noch durchgehen, wie wir wollen. Jedenfalls, es gab dann in der 190. Spielminute den alles entscheidenden Elfmeter für uns, nachdem Florian Kainz gefoult wurde. Da kommen wir jetzt direkt sofort hin. Was sollen wir jetzt hier noch lange über verschiedene Szenen noch quatschen? Florian Kainz wurde gefoult. Ich dachte, so wie der hingefallen ist, dachte ich mir, ja toll, jetzt schon die nächste Florian Kainz Verletzung. Hat sich im Nachhinein herausgestellt, doch nicht. Und Dejan Ljubicic.
Dejan Ljubicic, der in diesem Spiel so oft auch teilweise verschossen hat, stimmt ja, diese eine Szene muss ich noch erwähnen. Wo er, das war glaube ich gegen Ende der zweiten Halbzeit oder in der Nachspielzeit, weiß nicht mehr genau, ich habe jetzt das Protokoll geschlossen, wo er versucht, in den Ball reinzurutschen und dann auf dem Ball quasi aus Versehen so stehen bleibt und quasi auf den Ball ausrutscht. Das war ja beinahe die Szene des Spiels gewesen, aber er bekam seine Redemption dann in der 119. Spielminute. 11 Meter. Der Torwart sucht sich die falsche Ecke aus. Ljubicic verwandelt ihn. Kriegt zwar Gelb für das Ausziehen seines Trikots, aber muss sagen, in Anbetracht dessen, bei den ganzen Sachen, die jetzt seit einigen Stunden in den Medien kursieren, also dass er halt eventuell nach Wolfsburg oder nach Berlin wechselt zu Union, da ist natürlich jetzt erst, da dachte ich auch, ey, das bringt Unruhe rein und so weiter und so fort. Dann spielt er dann auch noch, ich weiß nicht, hatte ich erstmal gedacht, so, boah, kommen wir heute wirklich weiter? Da auch noch, zu Christian Keller kommen wir in der nächsten Folge, dass der jetzt auch noch seinen Vertrag verlängert hat, oder verlängert bekommen hat. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, darüber zu reden. Aber am letzten Endes haben wir es doch geschafft. Wir ziehen ins Viertelfinale ein. Ich hoffe nicht, dass wir dort gegen die Pillen spielen. Ich habe keinen Bock auf diese dämlichen Banner, so vom wegen nur gucken, nicht anfassen mit Meisterschale und Pokal und so ein Zeug. Die werden uns das um die Ohren hauen. Also ich hoffe auf jeden, nur nicht auf die. Da scheide ich lieber gegen jemanden anderen aus als gegen die. Und ich will auch nicht im Pokalfinale gegen die spielen, sage ich ganz ehrlich. Aber vergessen wir das Thema Pokalfinale. Wir nehmen jetzt die Kohle mit. Wir können damit hoffentlich was anstellen. Auch zu dem Thema Yusuf Gazibegovic, da kommen wir noch zu. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu, falls er dann wirklich offiziell verpflichtet ist. Weil noch ist es nicht unter Dach und Fach, liebe Freunde. Der ist noch nicht im Presseraum von uns erschienen, hat sein Trikot präsentiert und hat noch nicht irgendeine Pressekonferenz gegeben. Solange das nicht passiert, ist das für mich noch kein offizieller Spieler des 1. FC Köln. Ganz ehrlich, so sehe ich das. Gut, wir stehen im Viertelfinale, richtig geil, fast schon im Nachhinein überraschend. Also wir haben, irgendwie schon überraschend, weil ich hatte wirklich gedacht, wir kriegen wieder diesen ganzen FC-Dusel und so weiter und so fort. Also diesen negativen Dusel letzten Endes. Aber geil. Also zumindest in Sachen Pokal haben wir nichts falsch gemacht diese Saison. Das kann man auf jeden Fall sagen. Haben wir auf jeden Fall die beste Pokalsaison seit langem mal wieder abgeliefert. Gut, das war's dann auch mit diesem Spiel. Diejenigen, die sich für das Sportliche einzig und allein interessieren, die können gerne ab jetzt abschalten. Ich möchte noch mal was in eigener Sache für die Community hier noch bekannt geben. Folgendes, ich habe im letzten Spieltagstalk ziemlich reingeschissen. Ich bin ja einer, der kritisiert ja sehr oft den Vorstand, Christian Keller, und das in einer Art und Weise, die natürlich manchmal ein bisschen kontrovers ist. Aber auch ich bin von Kritik nicht gefreit. Ich habe festgestellt, dass ich bei meiner Recherche für den Player to Watch extrem geschlammt habe, inkompetent agiert habe. Ich habe da sehr halbherzig und oberflächlich gehandelt. Ich möchte mich nicht rechtfertigen, dadurch, dass ich einen Job habe, wo ich 12 Stunden in der Woche arbeiten muss, damit ich am Wochenende frei habe, und das auch nur 4 Wochenenden. Das 5. muss ich meistens arbeiten. Ich werde euch nicht sagen, was ich beruflich mache, aber so ein Job ist das. Deswegen, liebe Kinder, falls ihr zuseht, lernt was. Lernt vernünftig was. Sonst müsst ihr solche Jobs machen. Wirklich. Gebt euch Mühe in der Schule, macht Abitur, geht studieren und so weiter und so fort. Sonst endet ihr wie ich. Ja, ich bin aber auch einer, der bereit ist, sich Fehler einzugestehen. Allerdings, dieser Fehler war so eklatant. Also die Statistiken, die ich da zu Fabian Reese aufgezählt habe, die waren vollkommen falsch. Und das Schlimme ist, es ist Leuten aufgefallen. Obwohl ich so einen kleinen Kanal habe. Es ist den Leuten aufgefallen, und das wird natürlich Konsequenzen nach sich ziehen. Weil damals, als das Kass-Urteil gefallen ist, mir ist klar, Christian Keller hat nur Schuld in Bezug darauf, dass mit Ljubljana keine finanzielle Einigung gefunden wurde.
Er ist auch schuld daran, dass er das schlecht moderiert hat, indem er uns Hoffnung gemacht hat, dass wir da vor Gericht gewinnen. Aber ansonsten schuld daran waren dieser Vorstand und Jörg Jakobs. Und es hatte nicht gereicht, Jörg Jakobs abzusägen. Da hätte der ganze Vorstand gehen müssen. Da mussten Köpfe rollen. Es gibt auf diesem Kanal nur mich, deswegen kann mein Kopf nicht rollen. Ich möchte ihn auch nicht rollen lassen. Ich möchte den Kanal natürlich weiterführen, aber es muss Konsequenzen geben. Und zwar harte Konsequenzen für diesen Aussetzer, der auch noch ein Offenbarungseid war, der absolut peinlich war, an Peinlichkeit kaum zu überbieten war. Es ist mir so peinlich, also ich wollte das Video aber nicht löschen, weil haben schon genug von meinen Stammzuschauern gesehen und das will ich euch nicht wegnehmen. Abgesehen davon, ich habe mir so viel Mühe für das Thumbnail gegeben. Aber es muss Konsequenzen geben. Und die Konsequenz, da es einfach auch nicht meine Baustelle ist, irgendwelche Statistiken aufzuzählen und Zahlen und so weiter. Ich habe es eh nicht mit Zahlen, weil ich habe eh Dyskalkulie. Das ist so ähnlich wie Legasthenie, nur mit Zahlen. Deswegen wird es ab jetzt keinen Player to Watch mehr geben. Das wird ab jetzt abgeschafft. Konzentrieren wir uns auf andere Dinge. Wenn es mal irgendwelche Spieler beim Gegner gibt, die ich interessant finde, oder wo ich weiß, dass das und das ist der beste Torschütze aktuell, dann erwähne ich das, aber es gibt nicht mehr dieses ganz klare Player-to-Watch-Ding. Das ist die Konsequenz daraus. Das wird ab jetzt abgeschafft. Es müssen Dinge geschehen. Man kann natürlich jetzt auch sagen, Leo, mach es einfach beim nächsten Mal besser. Nein, nein, nein. Dieser Fehler war so eklatant und hat so vieles offenbart, dass der Player to Watch abgeschafft wird. Insbesondere, weil das sowieso Fabio und Pierre besser machen als ich in dem Punkt. Deswegen konzentrieren wir uns mehr auf den emotionalen Part, was ich von dem Verein halte, was ich wahrgenommen habe. Weil ihr müsst auch bedenken, ich gucke nicht jedes Fußballspiel. Fokus liegt auf dem FC. Deswegen, ich gucke höchstens, wenn der Gegner mal ein paar Wochen vorher beim Samstagabend Topspiel auf Sport 1 zu sehen war, vielleicht mal rein, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Aber ansonsten, ich hänge nicht die ganze Zeit vor der Glotze. Es sei denn, es geht um den FC. Und deswegen, einfach nur auch um mich selbst zu bestrafen als Content Creator, ist das die Konsequenz. Der Player to Watch wird ab sofort und mit sofortiger Wirkung abgeschafft. Ja. Gut, damit wisst ihr jetzt Bescheid, wie die Sache ist in Zukunft. Wie gesagt, ich bin ja noch im Aufbau mit diesem Kanal. Man macht Fehler, man macht auch eklatante Fehler, die natürlich eine Lehre sind und da strukturiert man immer mal wieder ein bisschen um. Siehe meine Kameraeinstellung. Gut, das war dann alles für heute. Wir sehen uns wieder beim Spieltagstalk gegen Regensburg. Und dann bedanke ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.